Ich lade dich ein, in die zauberhafte Welt der Märchen einzutauchen. Ich erzähle dir jetzt eine zauberhafte Geschichte, die vor langer, langer Zeit wirklich passiert sein soll. In dieser Geschichte geht es um einen Bub und um einen Zwerg. Es war einmal ein armer Bub, der hatte als Schafhirt sein Geld verdient. Er hat jeden Tag die Schafe der Bauern auf die schönsten Wiesen geführt. Er hat gut und gern zu diesen Schafen geschaut, darum ist es auch den Schafen gut gegangen. Einmal, an einem Morgen, findet er ein kleines Glöckchen im Gras. Der Klang von dem Glöckli hat ihm so gut gefallen, dass er sich richtig gefreut hat über den Fund. Darum hat er das Glöckli genommen und in seinen Hosensack gesteckt. Das Glöckli aber hat ihm einen Zwerg gehört. Auf der Wiese, wo die Schafe von dem Hirtenbub Gras gefressen haben, hat unter der Erde gestern Nacht ein grosses Fest bei den Zwergen stattgefunden. Der Zwerg, der das Glöckli verloren hat es erst am Morgen gemerkt, als seine Zipfelkappe beim Anlegen nicht geläutet hat. «Oh je, wo habe ich bloß mein Glöckli verloren? Das kann ja überall sein», sagt der Zwerg verzweifelt und ist traurig. Ihr müsst wissen, für einen Zwerg ist das Glöckli ganz wichtig. Jedes Glöckli von jedem Zwerg tönt ein bisschen anders, etwa so wie eine Stimme von uns Menschen. Weil für die Zwerge ihr Glöckli so eine grosse Bedeutung hat, geben sie ihrem Glöckli sogar einen Namen. Tingeltu hat sie es geheissen. So hat sich der Zwerg auf den Weg gemacht, um sein Glöckli wieder zu finden. Er hat den ganzen Tag unter der Erde gesucht und gesucht, hat andere Zwerge gefragt, Regenwürmer, Maulwürfe und andere Tiere, die ihm begegnet sind. Doch alle haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, «Nein, ich habe dein Glöckli nie gesehen.» Auf das aber der Zwerg beschlossen, über der Erde zu suchen, dort, wo wir Menschen daheim sind und natürlich andere Tiere. Wenn Zwerge aber zu uns Menschen kommen, dürfen sie sich nicht als Zwerge zeigen, sondern müssen sich verwandeln in ein Tier oder in einen Mensch. So hat sich der Zwerg in eine Eidechse verwandelt. Bei uns Menschen oben ganz viele Tiere gefragt, ob sie sein Glöckli gesehen haben. Doch leider hat sein Glöckli auch dort niemand gesehen. «Vielleicht», überlegt der Zwerg, «hat mein Glöckli eine Elster gefunden und in ihr Nest getragen.» Da Elstern gern glitzerige Sachen haben und die manchmal sogar stibitzen, hätte das ja können sein. Darum hat sich der Zwerg in einen Vogel verwandelt und ist so von Nest zu Nest geflogen. Doch er hat sein Glöckli auch dort nie gefunden. Traurig ist der Zwerg als Vogel heimgeflogen, als er plötzlich unter sich ganze Haufen Glöckli hört. Er schaut runter und sieht unter sich ganze Haufen Schafe auf einer Weide. Neben diesen Schafen steht ein Baum. Der Vogel, der ja immer noch der verwandelte Zwerg ist, setzt sich auf einen Ast. Sehnsüchtig muss er wieder an sein verlorenes Glöckli Tingeltu denken. Auf dem Ast ruft er auf das aber den Schaf. «Tingeltu, Tingeltu, höret, liebe Schäfchen mein, trägt ein Schäfchen wohl mein Glöckelein.» Doch die Schafe haben ihm zurückblöket. «Nein, nein, die Glöckli haben wir schon lang. Keins von denen ist dies. Mäh, mäh.» Der Hirtenbub hört seine Schafe blöken und vom Baum oben runter ein lautes Zwitschern. In dem Moment kommt ihm das Glöckli wieder in den Sinn, das er im Hosensack mitgetragen hat. Voller Freude nimmt er es raus und lässt es klingen. Der Zwerg in der Vogelgestalt könnte natürlich sofort sein Glöckli Tingeltu. Er hat vor Freude gerade angefangen zu zittern. Auf das aber fliegt er vom Baum oben runter und versteckt sich weiter hinten, wo er sich in eine alte Frau verwandelt. Als alte Frau läuft der Zwerg zum Hirtenbub und grüßt ihn freundlich. «Guten Tag, Hirtenbub.
Was hast denn du für ein Glöckli, wo so schön klingt? Das habe ich im Gras gefunden. Willst du mir's nicht verkaufen? Ich zahle dir viel Geld für das kleine Glöckli. Nein, das Glöckli verkaufe ich nicht. Das ist nämlich ein besonderes Glöckli. Da nimmt die alte Frau 2 Goldtaler aus dem Rucksack. Nein, ich verkaufe es nicht, sagt der Hirtenbub noch einmal und schüttelt den Kopf. Ich gebe dir sogar 5 Goldtaler für das Glöckli. Nein, das Glöckli verkaufe ich nicht. Mit dem Glöckli laufen mir nämlich alle Schafe einfach hinten rein und ich verliere kein einziges Schaf mehr. Auf das aber streckt die alte Frau ihren Stock dem Hirtenbub entgegen. Wenn du mir das Glöckli gibst, darfst du dafür den Stock haben. Der ist nämlich auch besonderig. Dem, wo der Stock gehört, laufen nicht nur die Schafe nach, nein, dem seine Schafe bleiben auch immer gesund. Auf das aber macht der Hirtenbub grosse Augen. Stimmt das wirklich? Ganz sicher. Ich lüge dich nicht an. Das macht man nämlich nicht, sagt die alte Frau. Also gut, der Stock gegen das Glöckli, sagt der Hirtenbub auf das aber. Und die beiden haben den Stock gegen das Glöckli getauscht. Die alte Frau hat sich bedankt beim Hirtenbub und die beiden haben sich voneinander verabschiedet. Der Hirtenbub hat die alte Frau gleich darauf nicht mehr gesehen. Schnell ist der Zwerg als alte Frau an einen sicheren Ort gegangen und hat sich dort wieder zurückverwandelt in seine wahre Gestalt. «Judi hui!» hat er als erstes gerufen und gerade einen Luftsprung gemacht. Dann hat er sein Glöckli Tingeltu ganz fest an sich gedrückt. Sorgfältig hat er daheim das Glöckli wieder an die Zipfelkappe genäht, dass es gut hat. Der Zwerg hat die Wahrheit gesagt, wegen dem Stock. Denn Zwerge dürfen nicht lügen, sonst verwandeln sie sich in einen Krott oder in einen Frosch. Der Hirtenbub war so froh über diesen besonderen Stock, denn die Schafe sind ihm nicht nur überall nachgelaufen, nein, sie sind wirklich nie krank geworden. Bald ist er der beliebteste Schafhirt geworden, weit und breit. Am liebsten hat der Bauern ihre Schafe nur dem Hirtenbub gegeben. Der Hirtenbub war überglücklich mit seinem Leben und darum bis zu seinem Lebensende als Schafhirt mit seinen geliebten Schafen umeinander gezogen.